Jesus wird im Islam Isa genannt. Aber ist Isa wirklich Jesus Christus? Sicherlich wurde Isa durch eine wundersame Weise geboren, die lange zuvor vorhergesagt wurde. Aber entspricht Isa wirklich dem Jesus Christus, wie er in der Bibel beschrieben wird? Warum wird Jesus im Koran Isa genannt? Nun, der Name Jesus in Deutsch leitet sich vom lateinischen Jesus ab, was eine Transliteration des griechischen Isus ist. Viele Muslime sind überzeugt, dass der Name Jesus auf Arabisch Isa lautet. Wenn Isa die wahre Übersetzung von Jesus ins Arabische ist, wie erklären sie sich dann, dass christliche Araber Jesus Yasu nennen? Alle Namen in der Bibel, die mit Y im Hebräischen beginnen, werden auch im Koran mit Y übersetzt. Wenn Isa die wahre Übersetzung von Jesus ins Arabische ist, wie erklären sie dann, dass die christlichen Araber Jesus Yasu nennen? Mit Y, wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist. Man kann sich fragen, warum der Autor des Korans Jesus mit Isa übersetzt hat, wenn doch Arabisch eine semitische Sprache ist, die dem Hebräischen und Aramäischen sehr ähnlich ist. Im Nahen Osten hat ein Name tatsächlich eine Bedeutung. Yasu bedeutet zum Beispiel derjenige, der rettet. Wenn man also Jesus im Koran mit Yasu übersetzt, hätten viele Muslime Fragen. Im Koran gibt es kein Kapitel, das Jesus gewidmet ist. Die Verse über ihn sind in etwa 10 Suren verstreut. Es gibt keine Lehren oder Gleichnisse von ihm im Koran. In Wahrheit wissen Muslime nichts über den wahren Jesus, sowohl historisch als auch biblisch. Alles wird von ihnen verborgen gehalten. Wie unterscheiden sich Jesus in der Bibel und Isa im Koran? Isa im Koran, geboren von Miriam, also Maria, der Schwester von Mose und Aaron. Wir sehen, dass Isa und Jesus nicht dieselbe Person ist, denn Mose lebte 1500 Jahre vorher. Jesus in der Bibel wurde gekreuzigt und ist auferstanden. Isa im Koran wurde nicht gekreuzigt, noch auferweckt. Jesus in der Bibel ist der Erlöser. Im Koran kein Erlöser, nur ein Prophet. In der Bibel bedeutet Jesus, Gott rettet. Im Koran hat sein Name keine Bedeutung. Jesus in der Bibel predigt Gerechtigkeit, Vergebung und Barmherzigkeit. Im Koran predigt Isa überhaupt nichts. Jesus in der Bibel ist der König der Könige. Diese Eigenschaft ist im Islam Blasphemie. Jesus in der Bibel ist ein Sühneopfer für unsere Sünden. Isa hat sein Leben nicht geopfert. In der Bibel ist Jesus der Sohn Gottes. Diese Zuschreibung ist im Islam eine Blasphemie. Jesus ist das Lamm Gottes und der Löwe Judas. Isa besitzt keine dieser Eigenschaften. Jesus ist der Höchste der Höchsten. Im Koran ist Isa bloß ein Bote.
Jesus steht über allen Propheten, allen Heiligen und aller Schöpfung. Isa im Koran ist minderwertiger als Mohammed, ein sanfter Prophet und barmherziger Prophet mit Gaben. Jesus kommt zurück, um Israel zu retten. Isa kommt zurück, um Juden und Christen zu bekämpfen. Nun ist es wichtig, die messianischen Prophezeiungen so darzustellen, wie sie in der Bibel stehen. Sie wurden im Alten Testament gegeben und sie wurden im Neuen Testament erfüllt. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Josh McDowell ist ein Mathematiker.
der durch die messianischen Prophezeiungen zum Christentum kam. In seinem Buch stellt er fest: Viele Skeptiker haben behauptet, dass die Prophezeiungen auf zufällige Weise und durch bloßen Zufall zustande kamen. Aber laut der Wissenschaft ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch nur 8 dieser 300 Prophezeiungen einschließlich der Kreuzigung erfüllen könnte, 1 zu 1017. Und das ist, wenn wir 8 davon nehmen. Aber was ist, wenn wir 48 davon nehmen? Die Chancen werden immer geringer, denn wir hätten dann 1 zu 10.157. Und was ist, wenn wir 61 davon berücksichtigen? Es gibt nur eine Person, die diese Prophezeiungen erfüllt hat, einschließlich der Kreuzigung am Kreuz: Jesus Christus. Der berühmte irische Historiker William Lecky hat sich sehr kritisch über die Christen geäußert, aber er erkennt eines an: Die Person Jesus war nicht nur das oberste, sondern auch das wichtigste Vorbild der Tugend. Die Person Jesu war nicht nur das höchste Vorbild der Tugend, sondern auch der stärkste Ansporn zu ihrer Ausübung. Er hat einen solchen Einfluss ausgeübt, dass man sicher von dem bloßen Bericht über diese 3 Jahre aktiven Lebens sagen kann, dass sie mehr zur Regeneration und Sanftheit der Menschheit beigetragen haben, als alle philosophischen Abhandlungen und alle Ermahnungen der Moralisten. Wir haben nun gesehen, wer der Jesus der Bibel ist und wie er sich von Isa im Koran unterscheidet. Schauen wir uns im nächsten Teil das Wort an.